warum gibt es Komiker? Warum sind die für Frauen so wichtig? Weil ihr Männer solche Deppen seid. Ja, wenn Männer lustig wären, dann wäre er ja auch gar nicht hier. Ihr seid ja total, wenn ihr lustig wärt, dann würdet ihr jetzt auf dem Sofa sitzen, würdet eure Frau bespaßen, hinterher schön poppern, aber nein, ihr seid schlecht. Ich muss den Karren wieder aus dem Dreck ziehen, ja, muss die Frauen in willige Stimmung versetzen, damit ihr zum Schluss kommt. So sieht's aus. Deswegen gibt es so viele Komiker. Und die sind eben stark, aber gebrochen. Das sind eben so Schießbudenfiguren. Männer müssen sich ja, wie gesagt, heruntermachen. Deswegen sind die auch alle so klein. Das ist ja wirklich, wir Männer werden ja immer kleiner. Gerade auch im Fußball. Ich wollte es ja gerade erzählen. Wie heißen Männer im Fußball? Früher hießen die Rummenigge. Beckenbauer, Lothar Matthäus. Wie heißen sie heute? Lukas Podolski. Habe ich gestern erst gesehen. Was sagen sie? Wie heißt er? Wie heißt der Lukas Podolski? Der Poldi. Ja, wo ist der Poldi? Der Poldi, such dich, Schweini. Wo ist der Schweini? Klisi, Klisi. Kommst du vom Yogi runter? Es ist wichtig. Ja. Und uns geht's ja genauso. Du kommst nach Hause, du bist ja nicht der Held. Sie sagt Schatzi zu dir, Schatzi. Dann denkst du erst, ja gut, Schatzi ist ein kleiner Schatz. Von wegen, das ist eine Mischung aus Schaf und Ziege. Das wissen wir natürlich. Schaf, Ziege, nur Schatzi. Also wir sind eher so eine Art wandelnder Streichel. So. Ja, wir werden stets gemolken und kommen niemals ungeschoren davon, nicht wahr? Aber immer kleiner, auch Schatzilein, Schatzilino-Leinchen. Ich sag zu meiner Frau, ich möchte das nicht hören. Ich bin der großartige Ingo Appelt, ich möchte adäquat begrüßt werden. Nicht Schatzilein. Sag doch mal sowas wie, na du geiler Schwächer. Warst du wieder in Magdeburg, hast du es wieder allen besorgt? Ja. Das fände ich gut, aber dann sagt sie, nee, also sowas sage ich nicht. Ich bin doch keine Nutte. Soll ich schauen? Wer billiger? Oh, nee, das kannst du nicht machen. 3 Wochen Hausarrest, da musste ich wieder im Keller schlafen, aber wir haben uns wieder vertragen. Frauen sind ja nicht nachtragend. Das ist ja das Schöne. Nein, die vergessen nichts, aber nachtragend sind sie nicht. Und das merke ich immer, wenn meine Frau mich wieder lieb hat, dann sagt sie immer Pupsi-Bärchen zu mir. Das ist das. Ich frage mich auch immer, warum Pupsi-Bärchen? Ich habe Blähungen. Aber meine Therapeutin hat es mir erklärt, es liegt am Bärchen. Die erste Liebe einer Frau ist ja in der Regel ein Bärchen. Ein Teddybärchen. Und die Frauen haben ja oft noch ihren alten Teddybären, wir nicht. Wir Männer hatten auch alle einen Teddybären, aber wir haben nach 3 Monaten den Kopf abgedreht, mit dem Rest Fußball gespielt. Aber Frauen haben ihn oft noch und die vergleichen uns damit. Sagen, sei wie mein Teddybär. Die würden uns am liebsten alle auf den Kopf drehen und machen. Die Teddybären sind klein, weich, kuschelig, die kann man mit ins Bett nehmen, die haben keinen Schwanz. Weder vorne noch hinten. Das Einzige, was an denen steigt, ist so ein Knopf im Ohr. Das ist ja genau das Schöne. Ja, aber Bären sind eine weibliche. Denken wie ein Knut. Kennt ihr noch Knut? Ja, der kleine weiße Eisbär ist gestorben. Jungs, das seht ihr mal. Vorbild für euch. Er hat die Zeichen der Zeit erkannt. So muss man das machen. Aber wie er kam, das war ja die Frauen sind ja durchgegangen. Ein Bär! Ein Babybär! Eine Hysterie. Ja, für ein Warzenschwein hätten die nie so ein Theater gemacht. Nicht mal für einen Pony. Aber ein Babybär! Die sind durch. Ein Babybär, ganz süß und ganz weiß. Weiß. Da haben sie gesagt, weiß. Haben wir auch gesagt. Guck mal hier, Rassismus. Rassismus. Ja, den kleinen weißen Bären haben sie beknuddelt, den braunen Bär haben sie erschossen. Ja. Mein Gott war ein Italiener. Jetzt aber mal ernst. Es lag natürlich nicht an der Fellfarbe, nicht an der Nationalität, sondern an der Größe. Der Bruno, so hieß er, der Problem, der war schon so groß. Wenn so ein großer Bär um die Ecke kommt, der kann ja. Der merkelte quasi. Und die hat noch keiner erschossen, das siehst du. Ja, aber das ist klar, wenn ein Bär um die Ecke kommt, irgendeine Frau sagt, Hilfe, mach's gut. Das ist so schlimm. Ja, sagen Frauen ja ganz schön schon bei der Spinne. Eine Spinne, mach's gut. Und der Mann.